Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie ihr seht, befinde ich mich mal wieder in unserer kleinen Werkstatt. Heute ein Tag der Vorbereitung aufs unfairste Mopedrennen der Welt. Klimansland. Wir nehmen teil am Mopedrennen. Ich zeige euch einmal kurz, wie es momentan aussieht, was wir schon gemacht haben, was noch kommen wird und ja, mal schauen. Vielleicht hat der ein oder andere noch super Anregungen, was wir noch so umbauen können, puncto Haltbarkeit. Hier steht es auf dem Schweißtisch. Gemacht wurde bis jetzt erst von Stefan, nur der vordere Mantel wurde ersetzt durch ein bisschen was Gröberes. Vergasertechnisch ein bisschen klein, Zylinder, kann man auch noch was machen vielleicht. Ja, wie gesagt, puncto Übersetzung ist ein großes Thema. Es handelt sich um eine Automatik, da haben wir uns darauf geeinigt, weil wir sehen vielleicht den Vorteil darin, dass wenn wir die Übersetzung so umbauen, dass wir relativ zügig unterwegs sind, aber natürlich mit geringerer Höchstgeschwindigkeit. In der Zeit, wo andere Leute dann noch wieder schalten müssen, hin und her, Gehampel, man kennt das selber. Die Strecke, wer es schon mal verfolgt hat, ist jetzt nicht die leichteste. Da braucht man natürlich nicht noch, dass eventuell noch ein Schaltzug reißt oder dies passiert oder das passiert. Deswegen sind wir hoffentlich relativ gut aufgestellt mit einer Automatik. Müssen natürlich von der Übersetzung her einiges machen. Schwinge wollen wir vielleicht nochmal vorne umbauen auf eine Crossergabel. Mal schauen, ob wir da was kriegen. Hintere Schwinge muss auch optimiert werden. Diese Aufnahme hier ist jetzt nicht unbedingt die dickste. Da machen wir eine Verstrebung nach vorne zum Tank. Stand der Dinge, wie ihr seht. Zylinder sieht nicht gut aus. Nein, mal Spaß. Motor ist natürlich nicht mehr drin. Ja, ich habe das Ding erstmal soweit auseinandergebaut, so dass wir jetzt erstmal separat voneinander arbeiten können. Stefan wird sich ein bisschen um den Motor kümmern. Den wollen wir einmal neu lagern, weil der ist jetzt nicht mehr ganz so der allertollste. Ja, Zylinder könnt ihr jetzt wahrscheinlich, da doch ein bisschen sieht man. Ist jetzt nicht so toll so. Also habe ich schon bessere gesehen, aber auch schon schlechtere. Motor soweit raus. Es ist ein 504er 1B und kein 505er. Ich meine, ich glaube, die sind relativ baugleich, weil so ein Motorli ist, ja, das ist nix. Aber ist ja auch nur 50 Kubik, ne? Ja, was haben wir uns noch so überlegt? Ja, Tank habe ich gestern schon mal gespült soweit. Wir wollen noch ein wenig den Rahmen ein wenig optimieren und zwar der ganze Krempel, 8er Schraube durchgehend mit einem pisseligen 10er Rohr, 2er Wandung, ist natürlich gar nichts. Da kommen natürlich andere Dämpfer hinten rein, auf jeden Fall. Optisch ist uns das eigentlich völlig Laterne. Naja, wie gesagt, hier wollen wir auf jeden Fall noch eine Strebe einsetzen, von hier zum Tank. Damit wir den Tank nicht punktuell nur hier vorne belasten, wollte ich mal schauen, ob ich so eine kleine Kralle hier drüber baue, dass das ein bisschen abgefangen wird vom ganzen Tank und nicht nur punktuell. Wie gesagt, das Teil hier hinten schneiden wir einfach ab. Da kommt was Vernünftiges dran. Jetzt haben wir, wie gesagt, ein Achterloch. Gehen wir jetzt auf 12 hoch, dann noch 2 cm länger. Damit wir mit der Schwinge ein bisschen weiter nach unten kommen, damit wir ein bisschen mehr Freiheit haben, weil wir sind ja jetzt auch nicht die kleinsten Menschen auf Erden und leichtesten. Der kommt natürlich weg, weil ich weiß gar nicht, was das sein soll hier. Weiß nicht, ob es das irgendwie bei Piaggio oder was. Also an der Herkules gehört sowas nicht dran. Ja, weiter geht's. Ritzel habe ich gestern auch schon mal bearbeitet, weil wir ja nicht ganz genau wissen, wegen dieser blöden Räder. Das Rad ist natürlich jetzt unterwegs, das wurde heute mitgenommen. Hier das alte Ritzel, 4 Schrauben, dann 4 so Nöppelkis, die dann nachher in der Felge so ein bisschen arretiert werden. Habe ich mir natürlich zugunsten genommen, und zwar hier das große Loch. Da sitzt die Bremse drin. Und wir hatten dann natürlich von einer 5S, haben wir noch ein Ritzel gehabt mit ein paar mehr Zähnen drauf. Ja, wie geht man das so natürlich am einfachsten an, weil vom Aufbau ist das Ritzel fast identisch. Hatte allerdings nur nicht dieses große Loch und das Lochbild ist auch kleiner. Somit heftet man sich einfach die beiden Ritzel aufeinander, natürlich da, wo nicht die Kette läuft. Ja, dann hat man eben schnell das Lochbild übertragen, auch ganz einfach gemacht, weil man hatte alles übereinander liegen. Habe ich einmal groß ausgeplasmert mit einem Plasmabrenner, anschließend mit einem Fräser eben einmal sauber gemacht und somit habe ich jetzt unser großes Ritzel mit der passenden Aufnahme, ohne 1 Euro auszugeben. Heute angekommen ist schon 10er Ritzel für vorne. Ja, Ansaugung brauche ich auch nichts sagen. Naja, ist jetzt auch nicht so die Menge. Also da ist noch ausbaufähig das Ganze. Die Mofa war soweit komplett original. Auslässe, ganz original. Überstromkanäle, alles original. Einlass, auch original. Nirgendwo dran rumgefallen, nichts dran rumgeschliffen.
läuft einfach. Wir sind ja nicht im Straßenverkehr damit unterwegs, ne? Das seid euch sicher, das darf man nicht. Ihr könnt natürlich gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was wir eventuell noch verbessern sollten. Ja, wir hatten uns überlegt, vielleicht eine andere Gabel vorne einzubauen. Wies sich gar nicht so einfach, weil wir müssen wahrscheinlich dann irgendwas umschweißen vorne an dieser Aufnahme. Weil wahrscheinlich der Durchmesser oder die Lagersitze halt wahrscheinlich passen werden. So, wie ist der Stand der Dinge? Und zwar, wie ihr seht, Rohr ist drin. Haben wir jetzt mit einer 5 mm Platte ein bisschen verstärkt, dass der Druck ein bisschen auf den Tank aufdrückt. Dann haben wir uns auch so einen proddeligen Tank gekauft. War jetzt nicht teuer, nichts Wildes, aber so haben wir uns das gedacht. Benzin nach innen verschwinden lassen, dann hier oben rauf in die Vergaser. So, ihr seht, Stefan ist auch wieder schier am Werkeln hier. Was ist das denn Tolles? Ja, wow. Wow. Jetzt verlinkt. So, dann habt ihr jetzt die schöne Aufgabe zu entscheiden, ob dieses Signal oder dieses Signal. Oder machen wir eine schöne Kooperation durch beide. Muss auf jeden Fall fett ins Gesicht hauen, wenn man das sieht. Du meinst immer Bierlänge, oder? Ja. Ist eine gute Idee. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, Stefan hat den Motor auseinandergebaut, hat die Lager bestellt. Bist du ruhig. Nächste, würde ich sagen, machen wir mehr einen Teil davon, glaube ich, weil es ist doch einiges an Material, was wir hier so verarbeiten. Wie gesagt, nächstes Mal baut Stefan den Motor wieder zusammen, lagert die neu, dichtet die neu. Dann machen wir weiter an der Motor, weil da müssen wir noch ein paar Schweißarbeit erledigen. Kannst du mal anhalten, Bruder? Ich halte es mal eben kurz an. Ja, das ist jetzt hier, das Dönse da, das vorher so ein 10er Röhrchen, 2 mm dick, jetzt machen wir hier eine 16er Welle, Passe runtergedreht für die neuen Dämpfer. Das wird toll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiter so fleißig wie bisher. Schaut bei Instagram und TikTok vorbei. Können wir noch einiges spoilern, teasern. Ihr wisst Bescheid, ne? Und nicht vergessen, wenn wir wieder gutes Wetter angrillen, funktioniert natürlich nur mit unserem Schnaps, ne?